Leute, willkommen zurück bei Risen 3 Titan Lords. Das Spiel ist mir hier die ganze Zeit nur verarscht, ganz ehrlich. Entweder ist alles buggy und lädt nichts, oder dann haut Mendoza wieder ab, wobei das nichts unbedingt mit dem Spiel zu tun, aber, also sprich nicht unbedingt mit dem Bugs und so. Ja, Mendoza, wieso haut der ab? Der haut deswegen ab, weil unser Seelenwert ihm zu hoch ist. Sprich, ihr seht ja links unten, Freunde 72 ist ihm zu hoch, er muss runter. So, jetzt kann man theoretisch mit ihm noch was machen, ich habe es gerade versucht gehabt, gerade 4 Minuten aufgenommen, muss wieder abbrechen, weil Mendoza sollte uns eigentlich noch 4 Quests geben. Hat er gerade nicht gemacht, hat uns nur eine gegeben. Wieso? Weil ich etwas geändert habe. Also, man sieht es, Mendoza soll bei uns bleiben, weil ganz ehrlich, klar, ich kann das Magier werden, alles ist ja schön und gut, aber ich will mit Mendoza, wie gesagt, noch ein paar Quests machen, die eigentlich noch wichtig sind, und vor allem soll er noch dabei sein, wenn wir den Namenlosen, also Risen 1 und Risen 2 treffen. Das ist möglich und das soll jetzt auch möglich werden. Wenn nicht, muss man was überlegen. Ich kann ihn theoretisch auch einfrieren lassen. Das klappt soweit. Ist zwar ein bisschen tricky. Ob es nachher noch klappt oder dann trotzdem abhaut, mal gucken. Okay, also. Im Prinzip ist es so, ich muss erstmal pennen gehen, weil es geht ja um die Mission, die Erstand der Vergangenheit. Genau, wir sind im Geist und so. Wenn ich ihn jetzt nochmal anquatschen würde, dann könnte ich da von wegen etwas sagen, ja du, ich habe jetzt eine Haarstelle in der Stahlbad und so, und sagte mir, leg dich einfach pennen. Okay. Wollte ich einen noch weiter anquatschen und weiter Quest freischalten, hat nur noch einen gegeben, mehr nicht. Da dachte ich mir so, hä, will man verarschen? Und deswegen jetzt erstmal hinlegen und gucken, was denn gleich passiert. Zurück im Schattenreich. So, jetzt sehen wir Seelentau so etwas. Nö, war. Also, da vorne seht ihr schon Stahlbad. Das heißt, das ist eigentlich das, was ich sowieso erreichen wollte, war mit Mendozas ursprünglicher Quest. Hallo, Papst. Ich brauche deine Unterstützung im Kampf gegen das Schattenreich. Ich kann dir nicht helfen, mein Junge. Doch, das kannst du. Ich habe noch eine Chance, mein Leben zu retten. Dazu fehlen mir allerdings die Mittel. Aha, daher weht der Wind. Du hast es wohl auf mein Gold abgesehen, ja? Hab ich hier gerufen, muss mir gehorchen. Das könnte missverstanden werden, also so nicht mehr, das stimmt zwar. Dass uns Lebzeiten schon nichts hinterlassen, wird langsam Zeit. Jo, hat wat. Du hast mir zu Lebzeiten schon nichts hinterlassen. Wird langsam Zeit. Nun gut, also, was genau willst du von mir? Sag mir, wo du einen deiner Schätze vergraben hast. Ah, alle Schätze, die ich hatte, wurden schon gefunden. Du lügst doch. Da muss doch noch irgendetwas sein. Ja, ist ja gut. Es gibt eine Truhe auf einer kleinen Insel im Norden von Taranis. Darin sind die Geldbörsen aller schrägen Vögel, denen ich auf meiner Kaperfahrt im Jahre der großen Sternenkonjunktion begegnet bin. Das ist doch schon mal was. Ja, aber ich hau jetzt besser wieder ab, bevor du noch mehr aus mir herausquetschst. Leb wohl, mein Junge. Ich hoffe, du wirst dein Ziel erreichen. Moment noch, geh doch nicht weg. Ich habe noch so viele Fragen. Ja, ihr übrigens auch. Und tschüss ist er. Okay, Seelenminus 1, das was ich haben wollte. Schon mal nicht schlecht. Also wir haben jetzt 71. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Ich will Kontakt zu einem bestimmten Geist aufnehmen. An wen hast du dabei gedacht? Tote Piratenkapitäne scheinen eine gute Wahl zu sein. Na gut. Captain Slane war in Casanova und hatte fast überall seine Verehrerinnen. Eine davon lebt heute auf der Insel Antigua. Ihr Name ist Grace. Man sagt, Slane sei ihre große Liebe gewesen. Sie trägt heute noch sein Taschentuch als Andenken an Slane bei sich. Okay, das war gar nicht mal so schlecht. Greif mal tief in deine Trickkiste. Na schön, wie du willst. Also, lass mal überlegen. Die Titanenlady Mara wurde in ihrer letzten Schlacht zu Stein, in ihrem alten Tempel des Wassers. Ihre Bruchstücke wurden an viele Strände dieser Welt angespült. Es gibt eine kleine vorgelagerte Insel auf Kila. Ihren östlichen Strand solltest du auch mal absuchen. Dort war ich zwar aber schon bereits, aber okay. Gut, Leute, wir haben wirklich alle Quests, die ich vorhin noch haben wollte. Yep, sind alle okay. Alter. Aber echt, so vorhin, wo ich das... Ja, sagen wir, vor der 5 Minuten, ein paar dauert schon etwa 5... Ne, 3, 4 Minuten aber bereits. Weil ich halt vorhin bereits eine Aufnahme gemacht habe. Die wollten mir echt nur
die hier ging, die Quest. Die zweite ging irgendwie gar nicht. Also, ich weiß nicht, was hier los ist. Gut, deswegen erstmal speichern, ob klappt das. Sieht zumindest so aus. Okay, Mendoza, war ich mal dazu. Jetzt, wie gesagt, ich muss das mit Bones noch machen, weil ich noch ein Herz vertilgen möchte. Der muss fast so sein, sonst habe ich ein Problem. Ach, wo waren die schon wieder? Ah, doch, die war da ist der Takarigua. Diese Welt, ja, da erinnere mich wieder. Vielleicht kommen wir relativ schnell hin, wa? Könnte sein. Okay. Entschuldigung, falsche Taste. Ja, Leute, das Spiel, das ist, naja. Immer für eine Überraschung gut. Okay, ab nach Takarigua. Ich hoffe, das klappt alles. Ja, sehe ich nicht schlecht. Musst du eigentlich Weiß bei uns, oder wie? Hey, ich kann schwarze Herzen reinigen. Ich kann schwarze Herzen reinigen. Das konnte ich nie. Ich bin beeindruckt. Jetzt kannst du dir deine eigene Medizin herstellen. Naja, Hauptsache, es bringt was. Ich hab da wohl irgendein Gespräch verpasst. Seit wann kann ich das? Ja, nicht schlecht. Ich merke sowas gar nicht mehr. Okay, wie gesagt, muss jetzt sein... Ja, hier waren wir schon mal, das weiß ich noch. Dann bin ich noch wieder abgesegelt. Gibt es noch mal viel zu tun, wa? Alter, die Insel... Wenn du verarschen, mein Totenkopfhöhle! Bones! Gut, kommen wir relativ schnell hin, wa? Okay, Leute, versuchen wir es. Petri Heil. Was soll denn schon passieren? Du kommst mit, wa? Komm mit. Geht klar. Hauptsache, ich kann jeden sehen, wenn die ihn senken. Hey, halt, check. Da findet man auch keine Ruhe. Nö. Takarigua also. Oh Mann, oh Mann. Ich bin gespannt, was wir hier noch alles finden werden. Und das alles nur für ein schwarzes Herz. Naja. Gibt halt immer -2, wa? Also soll man nicht unterschätzen. Wieso muss ich auch umdrehen? Ganz ehrlich, mach doch einfach normale Angriffe. Alter! Gut, man hat zwar kaum Schaden, das Warzenschwein, aber trotzdem. Gar nicht gesehen, Ghoul. Wuhu! Kommt bereits nächste. Ja, komm. Wow, das war knapp. Konnte ich gerade noch so... Das war sowas von klar. Konnte ich gerade noch so ein bisschen aufhalten. Maki-Beere, dankeschön. Okay, noch ein Warzenschwein ist mir gerade egal. Lass mich bloß in Ruhe, du Schwein! Und da soll ich jetzt ehrlich ohne Probleme rankommen, das Schwarz? Ich bezweifle so ein bisschen. Oh, neuer Typi. Dieser Vorposten ist nicht das, was er sein sollte. Ich hätte hier schon längst eine ganze Garnison stationiert. Naja, immer du, wa? Du kannst sowieso nichts... sagt schon Bones, Mendoza natürlich. Wer bist du? Hey, Zivilist, hast du dich verlaufen? Ich sehe mich nur um. Umsehen ist nicht. Hier ist Kriegsgebiet. Schnauze. Oh, schwer doch nicht schlecht. Was machst du hier oben außer Wache schieben? Für meinen Ruhestand sorgen. Bitte was? Da fängst an zu grübeln, was? Denk mal drüber nach. Lieber nicht. Ich werde dir schon auf die Schliche kommen. Ah, viel Spaß dabei. Aber nur damit du es weißt, unterhalb des Leuchtturms hast du dich nicht herumzutreiben. Kriegsgebiet? Hier scheint alles ruhig zu sein. Ach was. Dann sieh dich mal weiter im Osten um. Ich sag dir, da brennt der Busch. Warum bist du hier und nicht im Osten? Weil Tanner dem Leuchtturmwärter Jack ein paar Tritte in den Arsch verpasst hat. Soll der sich doch darum kümmern? Ihr scheint eure Befehle ja sehr ernst zu nehmen. Tue nichts, was andere besser für dich tun können. Den muss man merken. Wie viele Soldaten seid ihr auf Takarigua? Der Großteil unserer Einheit ist in Puerto Sacarico stationiert. Und von dem Frischfleisch, das mit Kommandant Sebastiano und uns ankam, ist nicht mehr viel übrig. Aber um die ist es nicht schade.
Neulinge haben es einfach nicht drauf. Oh je, freundlich wie und je, die Typen. Ja, nichts Neues setzen, wa? Doch, ich hab einen. Geht doch. Hä, wo hab ich denn den? Weil ich hab den einen, den ich ja von Kiel, nicht Kiel hatte, von Kalador noch hatte, habe ich auf Taranis eingesetzt. Von der plötzlich her. Na egal, Hauptsache ich hab ihn. Das ist echt hier durchgehen, anstatt... Ja, anstatt irgendeiner Gilde beizutreten. Ja, sorry Leute, aber ich hoffe, ihr versteht's und seht's mir nach, dass ich halt unbedingt noch Windows dabei haben will und halt noch irgendwie das Optimum rausholen. Alter! Der noch Krallenaffe, so komm. Ich seh. Immer dann, wenn es sowieso nichts mehr bringt. Mendoza. Oh, irgendwie eine neue Strategie für den Typen. Noch einen Pfad entlang, war genau, da oben müsste es sein. Nun gut. Dreh mal durch, war. Petri Heil! Ach du Scheibenkleister. Ja, komm her, komm her. Siehst du, es bringt überhaupt nichts. Ja, bei dem Tempo. Das Proviant auch schnell weg, war. Egal, so ein paar Höhenhunde noch müssen relativ einfach gewesen sein. Oder auch nicht. Ach, der Ghoul nervt wieder. Ja, vor allem Kombination, so kann ich nicht kontern. Wird endlich Zeit für Magie, die ein bisschen weitreichender ist. Von der Entfernung her und so, versteht ihr? Kann man 3 Gegner gleichzeitig platt machen. Nein, komm schon, ich will. Der könnte die Viecher auch? Nö. Entnehmen kann ich die Viecher nicht. Okay. Ist auch egal. Hier ist nicht mehr ganz lebendig. Was macht ein Wächter hier? Ist überhaupt ein Wächter? Das Mistvieh schnapp ich mir! Mach das! Dann kann ich mich hier ausruhen. Wow, auf die Entfernung. Ein schwarzer Ghoul. Sagen wir mal einen weißen Ghoul. Halt! Wer hat dich geschickt? Was? Ach, vergiss es. Ich sehe schon, du bist keiner von Kommandant Sebastianos Leuten. Nicht ganz. Und wenn ich einer von Sebastianos Männern wäre? Dann wäre das sehr schlecht für deine Gesundheit. Ich bin fahnenflüchtig. Ein Deserteur. Und es ist nicht in meinem Interesse, dass der Kommandant weiß, wo ich mich aufhalte. Warum bist du desertiert? Dann desertiert bist du, bist du noch hier. Wenn du desertiert bist, warum bist du dann noch hier? Weil die größte Gefahr auf dieser Insel nicht der Kommandant ist. Die Schatten aus der Totenkopfhöhle sind eine viel ernsthaftere Bedrohung. Und jemand muss sich ihnen entgegenstellen. Immer das Gleiche. Was kannst du mir über die Totenkopfhöhle erzählen? Sie kam vor einiger Zeit wie so ein fauliger Pilz aus dem Boden. Nur unter hohen Verlusten konnte unser Stoßtrupp bis zu ihrem Kern vordringen. Aber das Erschreckende war dieses komische Portal. Es hat den Kommandanten wahnsinnig gemacht. Scheint ja mächtig was los gewesen zu sein. Das können wir mittlerweile zerstören. Was wäre dir ein zusätzlicher Schwertarm beim Kampf gegen die Schatten wert? Ich mach's kurz. Eine Handvoll Goldmünzen sind dein, wenn du mir den Rücken frei hältst. Aber ich warne dich, das wird kein Kinderspiel. Nö, kein Problem. Ich helfe dir. Knöpfen wir sie uns vor. Du hast Mumm in den Knochen. Halte deine Waffe bereit und folge mir. Okay, wird ja nichts mit Desertieren und so das zu erfahren. Von mir aus. Und vielleicht jetzt noch? Jo. Warum bist du desertiert? Weil ein guter Soldat die Pflicht hat, jeden Befehl kritisch zu hinterfragen. Unter meinem Kommando hätte ich dich für diesen Spruch alleine hinrichten lassen. Dann habe ich ja Glück, dass du hier nichts mehr zu melden hast. Etwas mehr Respekt vor deinem alten Kommandanten, bitte. Du bist tot und unterstehst jetzt jemand anderem. Du hast mir nichts mehr zu sagen. Todesurteile gegen harmlose Zivilisten sind nicht im Sinne der Inquisition. Mein Auftrag ist, die Menschheit zu beschützen und nicht der Wahnsinn, den Sebastiano fordert.
Todesurteil? Gegen wen? Gegen irgendeine arme Wurst. Horace hieß er, glaube ich. Hat wohl was aus dem Haus des Gouverneurs mitgehen lassen. Aber merkt ihr, Junge, das ist kein Grund, jemanden mit dem Tod zu bestrafen. Du Mistvieh sollst Hat durchaus was. unbesiegt. Hält doch noch mehr, als er dachte. Nun gut, die sind ja gleich dort, war Freunde, von dem ja kein Problem. Wir sind fast da. Dass du mir jetzt ja nicht nervös wirst. Nö. Mach dir mal keinen Kopf. Komm weiter. Lass uns keine Zeit verlieren. Aha. Da oben geht er schlecht. Alter, 3 Stück! Bedrohlich verstärken. Was ist mit dem los? Ja, sehr bedrohlich. Aha, sind alle solche. Ich dachte gerade, hä? Wieso ist der besonders bedrohlich? Ja, der ist eigentlich anders aus als die anderen, versteht ihr? Ja, Mendoza, hilf mir mal. Ich komme schon klar. So, dann müssen wir was gegen Wunden. Das ist doch fein. Das war's dann wohl. 3 von 10. Ja, mit ein bisschen Glück schaffen wir das in diesem Part noch, wa? Lass uns weitergehen. Naja, haben wir schon. Irgendwo hier drüben ist also auch noch der Schatz von Bones. Mistvieh sollst mich kennenlernen. Ja, immerhin etwas. Aua, ein Arsch. Das bringt ja gar nichts. Denn ich kann ja kontern. Ist jetzt der Stärkere. Schon down? Immer so schnell bei denen. Ja, komm schon. Lass uns weitergehen. Und da gerade. Hast du was gehört? Komm, wir gehen weiter. Ja, Moment mal ganz kurz, das Bone-Schatz. Lass uns weitergehen. Mistvieh sollst mich kennenlernen. Kommt schon relativ früh. Ja, komm nur, komm nur. Ach, diese kommen nicht so einfach, Leute. Das wurde auch Zeit. Verdammte Schattenbiester. Wow. Die sind sehr brutal, wa? Der andere lebt ja auch noch, sieht so aus. Gut, brauchen wir nur unbedingt. Können wir weiter? Nö, Moment mal ganz kurz. Haben wir noch. Wo ist der dritte hin? Oh. Was ich wollte gerade sagen, habe ich irgendwelche Truhen übersehen? Mann, ey. So, mal gucken. Ah, ein 30er. Das ist ganz einfaches, Leute. Du bleib schön da stehen, weil ich habe noch einen Schatz abzuholen. Also von dem her. Ist noch was? Ah. Das war die Hose, die ich gesehen habe, so rote. Versteckte Kiste. Ah, hier ist es. Okay, bei uns Versteck, Erfolg, sehr geil. Jetzt möchte ich gerne das schwarze Herz säubern, wenn es irgendwie geht. Haben wir noch irgendetwas, was mich hier stärken könnte? Nö, wa? Hä? Da könnt. Lass mich ran, aber trotzdem noch das mit dem Äffchen, wa? Weil sonst können wir jetzt natürlich reinigen, toll. Ja gut, machen wir doch später. Mit den Weisen aus Kieler halt, oder Weisen sage ich schon, natürlich mit dem Eingeborenen, den Wus. Alles klar bei dir? Es tut gut, den kalten Stahl in der Hand zu halten. Das macht die Jagd viel einfacher. Deine Schattenviecher bedrohen niemanden mehr. Diese Schergen waren verdammt zäh. Hier, du hast es dir ehrlich verdient. Und? Verlässt du jetzt die Insel? Nein, ich werde hier bleiben und die Stellung halten. Na dann, viel Glück. Jo, mach das. Mal gucken, also das haben wir geholt. Haben wir sonst irgendwo eine Kiste? Weil, wenn ich schon mal hier bin, kann ich direkt...
doch theoretisch direkt mal das Portal zerstören. Also speichern noch, falls irgendwas passiert. Ja, der Part ist sowieso gleich vorbei. Das passt gerade ganz gut. Ich glaube, allzu lange haben wir hier drin sowieso nicht mehr zu tun. Alter, jetzt plötzlich hell wieder. Was aber dazu? Ah, das ist ein Magier. Entschuldigung, musste erst den platt machen. Ah, das war jetzt platt, okay. Größere Kameraperspektive. Aua! Mich auch nicht. Jetzt gar keine Schattenwaffe. Ja, ich weiß, schwarzen Ghoul heute, kein Bock drauf. Ist bereits dort? Nö. Aha. Golem also, was ist denn der hier? Oh, das ist noch gut bewacht, Freunde. Wow! Kein gesehen, Typen. Aber kannst du auch mal zielen, Kumpel? Es wurde auch Zeit, verdammte Schattenbiester. Du Mistvieh sollst mich kennen. Ja, also so wenn du bin ich auch kein Preis fürs meiste Schlechten. Ich sehe nichts, wow. Der andere überlegt so, hey, soll der andere kommen, soll der andere kommen? Alter. Krass die Gule, ganz ehrlich. In dieser Welt ist kein Platz für Dämonenbrut. Finde ich auch. So kann ich jetzt echt zerstören? Frage ist bloß wie, wa? So, jetzt ist es soweit. Ich werde dich verlassen. Nein, wieso? Du kannst nicht gehen. Ich hab deinen Seelensplitter. Du hattest ihn. Bones war so freundlich, ihn mir wiederzugeben. Bones hat was? Reg dich nicht so auf. Ist nicht gut für deinen Blutdruck. Ich würde ja gerne noch mit ansehen, wie sie dich in Stücke... Wie ich das hasse. Jetzt nur weil ich das zerstört habe und so, ich hau wieder ab, tschüss. Ganz toll, ist noch etwas Wertvolles drin. Wenn nicht, dann will man sagen, hol den Spiel schon wieder zurück, ganz ehrlich. Wollen wir ganz kurz. So. Zack, einen vorne, einen zurück und dann zum Schluss. Nichts Besonderes gewesen. Daher, Leute, ich will dann nochmal ganz kurz den Spielstand wieder, weil ich vorhin aufgehört habe. Ach nein, schon wieder. Okay, genau, im nächsten Part geht's hier, also sprich vor der Kristallhöhle weiter, weil ganz ehrlich, ich habe keinen Bock darauf, dass Mendoza da abhaut. Dann gehen wir nach Kila, um da das Herz nochmal zu reinigen. Ich könnte es zwar, glaube ich, wie gesagt, bereits selber, aber es ist, glaube ich, besser, wenn ich es vom Schamanen und so machen lasse. Und dann machen noch die restlichen Quests von Mendoza und ich hoffe, dass wir bis dorthin genug Minuspunkte gesammelt haben, damit Mendoza bleibt, wenn wir dann unsere Gilde anschließen, was hoffentlich in 1-2 Parts mal der Fall sein wird. Bis dahin, ciao zusammen!